Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen aus München. Wir sind an der Freizeitmesse, glaube ich, heißt das Ding. Und ja, das ist jetzt schon wieder kein Reisevideo, ich weiß, aber wir reisen momentan nicht. Weil es ist, keine Ahnung, Winter, das macht nicht so viel Spaß. Und momentan ist ja auch eigentlich die Phase, in der man so ein bisschen plant und ein bisschen guckt. Und natürlich eben auch die Messezeit. Und deshalb gibt es von uns jetzt hier auch nochmal ein Messevideo, bevor wir euch dann schon bald auch wieder mit auf Reisen nehmen. Ja, wir drehen dieses Intro zum Schluss des Tages und deshalb kann ich schon ein bisschen spoilern, was ihr hier in diesem Video gleich sehen werdet. Wir sind nämlich eurem Wunsch nachgekommen, auch preisgünstigere Vans zu zeigen. Das war ja der große Wunsch vom CMT-Video. Falls ihr das nicht gesehen habt, das gibt es hier oben jetzt nochmal anzuschauen. Ein paar günstige, habe ich gesagt, sind dabei, natürlich auch ein paar teure, weil die teuren sind halt manchmal auch ganz schön cool. Und wir zeigen euch auch ein bisschen, was die Messe sonst noch zu bieten hat. Und welcher Schwerpunkt in der Caravaning-Branche hier an der Free tatsächlich zu finden ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Für wen es ein bisschen weniger Motor sein darf, dafür ein bisschen mehr Offroad, der ist hier bei Migrator zum Beispiel richtig. Denn die bauen extrem miniatur, mini kleine Wohnwägen. Offroad-gängig, ihr seht das Reifenprofil gerade, wunderbar, das klappt. Und guck mal rein, weil ja, das ist dann wirklich klein, cozy, aber auch, ich finde, gemütlich. 40 Liter Frischwasser ist mit dabei, 35 Liter Kühlschrank. Ja. Und ja, kann man doch ein bisschen was mitnehmen und für wen es dann auch noch ein bisschen warm sein darf, Standheizung geht natürlich auch. Und das alles auf nur 4,25 Meter Länge. Das Topmodell hier hinten mit der durchgehenden Küche, das gibt man übrigens für 18.900 €. Wäre auch was für Kasachstan, oder? Wäre irgendwie auch cool, ja. Müssen wir mal überlegen. Habe ich gerade eben gesehen, dass wir hier eigentlich nur so vorbeischlängeln wollten. Wunderschöne Aufhängedinger, Aufbewahrung, alles zusammen. Ihr seht es ja selber in bunten Farben und sogar handgemacht hier aus München. Gibt's bei Vantail, wenn ihr mal vorbeischauen wollt. Jö, mega herzig. 3 verschiedene Modelle haben wir hier, die gucken wir jetzt zusammen auch mal kurz an. Wir fangen hier bei der Allrad-Variante an, weil der richtige Eyecatcher von dem Caddy hier oben, das ist ja dieses Heckfenster, das aufklappbar ist. Und gerade bei so einem Mini-Camper macht das ja total viel Sinn, weil man dann einfach so ein bisschen weniger die Gefahr hat, den Kopf die ganze Zeit anzuhauen. Auch sehr cooles Detail finde ich hier, es gibt also auch hier die passenden Moskitonetze, die man hier an die Seitentüre ranmachen kann. Aber wie uns selber interessiert euch jetzt wahrscheinlich vor allem, wie das Ganze von innen aussieht. Und das schauen wir uns hier drüben im absoluten Bestpreisangebot an. Für knapp 17.000 € oder ab 17.000 kann man hier ein kleines Wohnmobil, einen Dacia haben. Kommt mal mit. Ja, natürlich darf man nicht zu viel Platz erwarten, aber wer einen Dacia kaufen möchte und so ein Mini-Wohnmobil haben möchte, der weiß das natürlich auch. Trotzdem ist der Platz hier drin super genutzt. Es gibt hier einmal eine kleine Kochstelle, das ist ein Spirituskocher. Daneben gibt es eine kleine Spüle, man hat 12 Liter Frischwasser hier an Bord, natürlich auch den entsprechend großen Abwassertank. Man kann das alles mit Standheizung und so weiter und so fort haben. Auch der hier hat jetzt aktuell sogar Solar drauf. Das ist natürlich aber im Minimalpreis nicht mit enthalten. Kostet aber auch gar nicht mal so viel Aufpreis. Dann gibt es hier eine kleine Sicherung, die zieht man einfach raus. Und dann kann man hier ganz schnell, wenn man nicht im Weg stehen würde, das Bett rausziehen. Im Kleinen hier ist das Bett dann 1,15 breit. Das ist natürlich nicht der Wahnsinn, da muss man sich mögen. Oder man verreist einfach alleine, kann man ja auch. So sieht das Ganze von hinten aus. Man kann hier jetzt auch nochmal den kleinen Küchenblock sehen. Hier gibt es ein bisschen Ablage, wo man zum Beispiel Besteck oder so noch reinmachen kann. Hier unten sind dann die Wasserkanister verbaut, kommt man also auch gut dran, um die zu entleeren oder wieder aufzufüllen.
Hier unter dem Bett gibt es natürlich auch nochmal jede Menge Stauraum, den man nutzen kann. Der Vorteil von so einem kleinen Fahrzeug und auch der Vorteil, dass das alles fest verbaut ist und nicht modular, ist, dass dieses Fahrzeug mit einer Wohnmobilzulassung kommt. Und Wohnmobilzulassung, speziell für die deutschen Zuschauer unter euch, heißt ja dann auch, dass man in der Versicherung nicht mehr so hoch einsteigt wie bei normalen Pkw. Ist also besonders auch für junge Leute, die halt in der Schadensklasse, oder ich weiß nicht, wie das bei euch genau läuft, halt weit oben sind, ist das super spannend, weil da wurde uns halt vorhin gesagt, da ist man irgendwo um die 400 € rum Jahresprämie. Das ist natürlich sehr attraktiv. Für wen es ein bisschen mehr Platz sein darf, für den ist denn hier vielleicht der Nissan NV300 etwas. Kommt mal mit. Hier kann man das Bett auf 1,25 Meter Breite ausziehen und natürlich auch in der Länge ist das eine andere Hausnummer. Beim kleineren kann man das übrigens mit einer zusätzlichen Klappe auf 1,95 Länge hinkriegen. Das hier hat dann wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Kochfelder gibt es hier 2. Hier ist dann auch Gas verbaut. Dazu gibt es hier auch eine bisschen größere Spüle. Und was es wie in jedem von diesen Fahrzeugen gibt, ist hier diese Kühlschublade. Hier hat es also auch nochmal schön Platz, wo man ein bisschen was so reinstellen kann. Und das ist ein Kompressorkühlschrank, also das ist nicht irgendwie eine Kühlbox, die einfach irgendwie 10 Grad kälter macht als draußen, sondern die kühlt richtig schön runter. Was es auch gibt, ist ein verbauter Wechselrichter, den gibt es sogar auch im Kleinen. Dann hat man hier also auch herkömmliche 230 Volt Steckdosen, hier sogar ergänzt mit direkten USB-Anschlüssen. Allgemein zur Technik kann man vielleicht hier noch kurz was sagen. Es gibt hier ein ganzes Bedienpanel, wo man alles Mögliche ablesen kann. Man kann sehen, wie viel Volt das es hat. Also es gibt eine Starterbatterie und eine Hotelbatterie. Das ist natürlich die Verbraucherbatterie. Also auch hier die zwei, die sind sauber voneinander getrennt. Die Verbraucherbatterie von hinten, die wird geladen bei der Fahrt über Landstrom. Da ist auch ein Anschluss da. Oder eben alternativ, wenn man das möchte, kann man natürlich auch Solarpaneele noch installieren. Dazu gibt es Licht. Beim Licht ist noch speziell, man kann nicht nur an und aus machen, sondern hier unten hat es noch einen Knopf, mit dem kann man das Licht dimmen. Oder mal ganz hell oder ganz dunkel. Das ist ja auch immer ganz schön, wenn man dann irgendwie am Abend, wenn man noch ein bisschen lesen will oder so, dann nicht diese volle Helligkeit hier drin haben muss. Gas, Wasser gibt es auch eine Anzeige, wie viel das es da noch drin hat, also alles dabei. Und hier gibt es natürlich jetzt auch beim etwas größeren Fahrzeug auch mehr Stauraum. Hier unten zum Beispiel oder auch hier gibt es nochmal so einen Schrank. Hier findet sich allerlei Platz und da ist auch nochmal eine 12 Volt Steckdose drin, sehe ich hier gerade. Genau. Obwohl der Preis klein ist, sind die Bauteile, die sind schön, die sind massiv, da ist nicht einfach irgendwie eine Klapperkiste verbaut, sondern das ist schon ordentlich gemacht. Dazu gibt es hier die Toilette. Ich dachte ja im ersten Moment, mein Gott, das fliegt einem ja um die Ohren, wenn man fährt, aber das Ding ist hier schon festgemacht, das fliegt nicht einfach so rum. Und für ein bisschen Privatsphäre kann man hier dann auch noch den Vorhang zuziehen, wenn man aufs Örtchen muss. Die Marke hier, das ist übrigens Alpine Camper und der Anspruch ist definitiv ein kostengünstiges Fahrzeug anbieten zu können, damit man halt einfach auch einer Bevölkerungsschicht, sage ich mal, Zugang zu solchen Fahrzeugen geben kann, die es nicht ganz so dicke im Portemonnaie haben. Ich finde die Fahrzeuge ja sehr cool, sie sind wirklich fertig ausgebaut, natürlich einfach, aber für einen kleinen Preis darf man ja dann auch nicht das Nonplusultra-Luxus erwarten. Ich finde es cool, dass es verschiedene Fahrzeugtypen gibt, verschiedene Größen und so kann man doch wirklich für jedes Bedürfnis das passende Fahrzeug finden. Also wenn ihr mal auf einer Messe seid oder bei denen direkt vorbeigehen wollt, ich finde schon, die sind einen Besuch wert. Ich glaube, die T-Bus-Dichte ist hier an der Messe definitiv höher als im VW-Werk selber. So, damit
ihr nicht nur immer mir zuhören müsst, da ist die Chiara hier bei mir von Roadsurfer. Erzähl mal, was macht ihr so? Wir vermieten hauptsächlich Bullis und Marco Polo Mercedes Travel Homes, also kleine Autos, ohne viel Gedöns, ohne Toilette, ohne Dusche, einfach nur campen, frei sein und das Leben genießen. Wo findet man euch denn vorwiegend? Wir haben 14 Standorte, wir haben 2 in Europa, einmal Paris, einmal Bordeaux und 12 Standorte in ganz Deutschland verteilt. München, Hamburg, Berlin, Frankfurt. Wir sind neu in Konstanz und Basel, also erobern wir auch den Schweizer Markt aktuell und sind ganz stolz, Europa zu erkunden. Was zeichnet euch denn so ein bisschen von der Masse ab? Was ist bei euch anders? Wir vermieten ein All-Inclusive-Paket. Wir haben keine Kilometerpauschale oder irgendwas, die Kilometer sind immer frei. Wir vermieten alle Autos mit Küche, mit Küchenbox, Küchenequipment, Campingequipment, Stromkabel. Ihr bekommt alles von uns, ihr bekommt eine einstündige, ausführliche Einweisung. Wir vermieten ein Lebensgefühl und nicht nur ein Produkt. Jetzt steht hier ab 75 €, da habe ich dann also alles dabei, da kommen keine Kosten Da kommt nichts mehr dazu, genau. Das ist unsere Nachtpreispauschale und damit, wir arbeiten mit einer klaren Linie, das ist unser Preis und mehr gibt es nicht. Es kommt nichts dazu, ihr seid immer versichert, der zweite Fahrer ist inklusive, wir fahren eine ganz gerade Linie. Perfekt, super. Na also, wenn ihr mal mieten wollt, wäre vielleicht das Richtige für euch. Wir sind hier gerade bei Multicamper und kommt mal mit, wir zeigen euch mal so einen Allrad-T-Bus. Sehr spannend. Hier drin haben wir nochmal 3 Sitze in der Rückbank, also insgesamt 5 Plätze haben wir hier drin. Zum Schlafen ist das wahrscheinlich ein bisschen eng, wobei man kann ja natürlich auch oben nochmal schlafen. Dann gibt es hier, wie ich ja finde, einen total speziellen Wasserhahn. Ich weiß, das ist eigentlich ein komisches Detail, aber egal. Es gibt 2 Kochplatten, die sind hier normalerweise gut weggepackt. Den kann man natürlich auch rausnehmen, der funktioniert mit Gas. Hier unten haben wir dann einen Kühlschrank. Bei einem der obligate Kühlschranktest, oder? Der fehlt bis jetzt. Bei einem kleineren Fahrzeug natürlich logischerweise auch einen kleineren Kühlschrank, aber ich finde für die Größe des Fahrzeugs ist der eigentlich immer noch gut, weil man kriegt hier doch auch noch ein paar 1,5 Liter Flaschen mit reingestellt. Hier drüben hat es noch einen Tisch. Eine Tischplatte, oder die kann man dann hier einhängen und dann kriegt man hier nochmal einen Tisch dazu. Die Sitze kann man drehen. Wenn man nach oben will, dann klettert man hier einfach über die Sitze nach oben und dann gibt es hier oben nochmal ein großes Bett. Natürlich gibt es aber auch ein Bett hier drin und im Gegensatz zu vielen anderen T-Bussen schläft man hier nicht auf der Sitzseite der Bank. Das ist einfach schwer. Sondern man schläft hier auf der Rückseite. Das Brettchen noch runter und schon ist das Bett bereit. Eine große Ablage. Der Vorteil ist, hier drunter, hier komme ich halt auch an den Stauraum ran im Kofferraum. Das ist ja dann manchmal, wenn man die Bank nach hinten klappt, ist das ein bisschen schwieriger. Auf der Seite gibt es hier noch mal so ein paar Fächer. Die sind ja, mit so Lederabdeckungen zugemacht, auch mal was anderes, aber eigentlich auch ganz schön. Und vor allem hat es hier wirklich noch mal ordentlich Platz drin. Halt die Hand mal rein, man sieht das nicht. Ja. Da ist Platz hier. Wassertechnisch haben wir 40 Liter Frischwasser dabei und ich glaube 12 oder 14 Liter Abwasser. Finde ich persönlich ja immer ein bisschen kritisch, wenn man so eine große Differenz hat, weil ich bin mir sicher, bei uns wird der Abwassertank überlaufen. Ich lasse mir hier draußen noch schnell zeigen, wie das ganze Fahrzeug hier im Heck funktioniert, weil das soll sehr spannend sein, sehr individuell. Ja, wie funktioniert denn das hier alles? Also wir haben hier einen Schwerlastauszug, da kann man 150 Kilo beladen, kann 6 von den Kisten drauf tun. Wir haben so eine Sicherung eingebaut, dass er nicht wieder alleine reingeht. So schiebt man den rein, dann ist er auch befestigt. Dann haben wir hier mit der elektrischen Heckklappe, kann man dann verschließen. In dem Beutel, der da angemacht ist, da sind übrigens die zwei Stühle ja, drin und ein Tisch. Ja. Wir haben hier dann den Ersatzradhalter noch mit einem Outdoor-Grill drauf und dann ein Ersatzkanister für 20 Liter Diesel. Ja. Das Ganze ist relativ einfach montiert wie eine Anhängerkupplung und wie gesagt 150 Kilo hält er auch aus. Cool, ja, sieht ja wirklich so richtig cool aus. Da hat man ja wirklich absolut alles dabei. Da ist alles dabei. Jetzt gucken wir noch mal kurz, was das Ganze preislich so ausmacht und dann, ja, ich glaube, so einen Traum haben wir hier schon gesehen von uns.
Das Fahrzeug, wie es jetzt hier steht, das hat wirklich quasi alles drin, was man sich vorstellen und was man sich wünschen oder noch nicht mal wünschen kann, weil man wusste noch nicht mal, dass man sich das überhaupt wünschen könnte. Fußbodenheizung, Schnorchel, Offroad-Paket, der hat wirklich alles drin. Preislich sind wir hier beim Messepreis auf 140.000. Man kriegt die Fahrzeuge aber auch schon für die Hälfte. Kommt natürlich immer darauf an, was man alles drin haben möchte und ja, auf was man verzichten kann. Jetzt schauen wir uns hier nochmal schnell ein zweites Fahrzeug an, weil mir wurde gerade gesagt, dass die Sitzbank, wo ich jetzt ein bisschen Probleme hatte, wobei Probleme, ich habe mich einfach nicht getraut, so stark da dran zu ziehen. Wir gucken jetzt gleich noch ein anderes an und da soll die Sitzbank dann von der neueren Generation sein. Vom Adventure Plus Fahrzeug, das ist ja der schwarze, den wir jetzt gerade eben gesehen haben, gehen wir jetzt zum Large und hier zeige ich euch jetzt noch das mit der anderen Sitzbank und hier ist auch gerade schon der Tisch noch aufgebaut, dann kann man das hier auch noch sehen. Da hat es also ordentlich Platz. So. Und ich sehe hier unten gerade auch noch Wechselrichter, ist anscheinend auch verbaut und wir haben da noch eine Anzeige. Alles mögliche, also auch hier hat man natürlich technisch alles drin. So, der Tisch muss jetzt aber ganz nach vorne, damit ich hier das Bett machen kann. So, auch hier schläft man ja wieder auf der Rückbank quasi und der Zugriff auf den Kofferraum ist wieder gegeben und hier ist dann der Bezug ist hier direkt schon auf dem Bett drauf. Ansonsten, ihr seht, das ein bisschen eine andere Gestaltung hier von den Schränken, da ist also ganz schön viel möglich und ich glaube, das lohnt sich, wenn man sich das einfach selber mal anguckt und bei Interesse mal direkt ein bisschen kalkulieren lässt, ja, auf was man dann kommen würde mit seinen eigenen Wünschen. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, ich will aber nicht direkt kaufen, dann kann man die Fahrzeuge auch mieten. In der Nähe von Heidelberg gibt es die Mietstation ihr seht das dort oben, bei Multicamper. Und für alle Schweizer Kunden kann man auch noch sagen, in Graubünden gibt es übrigens auch eine Niederlassung. Man kann es dort kaufen und mit ein bisschen Glück, besser gesagt mit ein bisschen Geduld, kann man es dort dann in Zukunft auch mieten. Ja, und zufällig hier entdeckt nochmal ein Alpine Camper, den jetzt quasi in der Mittelklasse, also weder der Dacia Docker noch der NV300, sondern noch dazwischen NV200 nennt sich der. Und schaut mal, gibt es sogar hier auch mit einer Markise, die ist einfach mit einer Schiene oben drauf und eingefädelt. Also nichts Festes dran, einfach ein Tuch, das man noch mitführen kann. Von der Größe her, wie gesagt, ein Zwischending. Wenn man hier reinguckt, dann hat es hier auch wieder das Bett drin. Wir haben die genau gleiche Aufteilung mit der Kühlkiste da unten. Wir haben hier dann auch wieder den Spirituskocher drin und die kleinere Spüle, also im Gegensatz zum NV300 wieder eher das kleinere. Dafür eben hat man ja dann auch das Bett hier schön breit drin. Die sind übrigens, haben sie uns erzählt, auch sehr individuell bestückbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel noch mehr Fenster drin haben möchte, Dachfenster und so weiter. Also da gibt es zig Möglichkeiten, was man hier noch alles mit reinbauen kann. Die sind so flexibel, dass man sich hier auf die Kundenwünsche auch noch einlassen kann. Ja, und wie ist denn jetzt das mit diesem Spirituskocher? Da fragen sich doch jetzt alle, das ist doch nichts, Genau, oder? ja, wegen den Abgasen habe ich mich auch gefragt. Der ist TÜV-zertifiziert und der ist extra gemacht, also der ist von Dometic, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und die sind extra gemacht für den Innenbereich. Das Coole ist, wenn man jetzt hier aber irgendwo steht, wo man schön auch draußen kochen kann, die sind einfach mit einer Schraube gesichert. Also die Kocher, die kann man auch sehr mobil rausnehmen und dann draußen kochen, ganz so wie man das möchte. Aber tatsächlich, es ist möglich, mit dem im Fahrzeug drin zu kochen. Und das 30 Stunden lang, haben Sie gesagt. 30 Stunden, genau, dann muss man wieder auffüllen. Wo sind wir denn hier jetzt? Irgendwie bei den Autos? Genau, das sind die Autotage, glaube ich, nennt sich das hier in München, weil die Messe besteht ja aus verschiedenen Teilen. Es ist nicht nur Caravaning, Camping. Caravaning hat 2,5 Hallen und dann gibt es hier eben auch noch Autos zu kaufen oder anzugucken. Es gibt Golf, es gibt Fahrrad, es gibt Schiff, es gibt alles Mögliche, natürlich auch Reisen. Und ja, wir nehmen euch einfach weiterhin mit über die Messe. Wir sind bei Raimo und wir sitzen hier in einem VW Caddy Maxi drin. Ja, klein, kompakt und trotzdem viel Qualität hier im Innern. Wir lassen uns jetzt gleich das Fahrzeug mal zeigen und dann findet ihr auch heraus, zu was diese Sitzbank hier wird. So hat man jetzt komplett den ganzen Stauraum und kann den Caddy eben als Alltagsfahrzeug nutzen. Lässt sich mit 2 Handgriffen umbauen. Das wird hier einfach ausgehakt, ausgeklappt.
und dann hat man eine kleine Sitzecke. Wenn man es jetzt als Einzelbett erweitern möchte, einfach das zweite Teil auch noch ausklappen. Und dann wird hier vorne, das zeige ich euch auch gleich noch, wird diese Lehne umgebaut. So. So, der hat so einen ganz Innenbau. Und dann habt ihr eine komplette, ein Einzelbett. Genau, dann kann man es aber auch noch zum Doppelbett umbauen. Genau, es geht noch auf 1,10 Meter Breite, wird es erweitert. Hierfür wird das einfach ausgeklappt. Ah, das liegt dann da auf den Knöpfen. Genau, es liegt auf den Knöpfen auf. Okay. Und dann braucht man jetzt zwei Polster. Ah, okay. Genau. Und das Schöne ist, dass auch wenn das Bett aufgebaut ist, geht hier alles Kann man in der trotzdem Küchenzone, noch kann man ran. trotzdem noch dran. Hier ist der Campingkocher. Die Kühlbox, 18 Liter. Okay. Und Frischwasser hat es wie viel Liter dabei? Frischwasser hat es unten drunter 13 Liter und 13 Liter Abwasser. Okay. Genau, zweite Batterie ist hier unten verbaut. Hier oben ist noch ein bisschen Stauraum. Ah, ist auch schön tief. Genau. Ja. Cool. Und wo sind wir preislich bei dem Fahrzeug mit der Ausstattung, die wir hier sehen? Also so wie er hier steht, mit dem Dach, mit der Standheizung und noch so ein bisschen Schnickschnack am Wagen. Also der hat auch Automatikgetriebe, Navi, Klimaautomatik etc. liegt er jetzt bei knapp 50.000. Okay. Das Basisfahrzeug mit der Serienausstattung geht aber bei ca. 33.000 los. Perfekt. Super. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, wer auf Modulbau steht, der ist hier bei Vanessa richtig. Zum Beispiel könnte man hier so einen coolen Pickup ausbauen. Dann hat man hier die Ausziehküche mit Dutzenden Fächern und richtig viel Stauraum. Und Fächern, die man danach nicht mehr reinkriegt, weil man nicht weiß, wie es genau funktioniert. Ah, gefunden. Verrätst du uns den Trick? Ja. Hier auf der Seite. Hier hat es ein Metall, das sperrt. Da muss man gegendrücken. Ja, und nicht alle sind ganz so mobil, wie wir uns das alle wünschen, aber es gibt sogar rollstuhlgängige Wohnmobile. Das ist doch mal richtig cool. Und natürlich gibt es das dann auch entsprechend zum Fahren mit den richtigen Instrumenten, damit auch hier jeder Mann oder jede Frau das Fahrzeug lenken kann. Ja, für feuchtfröhliche Vergnügen ist hier alles schon vorbereitet oder quasi maßgeschneidert vorproduziert. Guck mal. Ich glaube, dem kann man dann auch mal ein richtig anderer Grundriss sagen. Ja, und so sieht der Tango vom Schwabenmobil von hinten aus. Man hat einerseits zwar den Kühlschrank über den Füßen, aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt hier rüber schaut, dann hat man ein richtig langes Bett. Würde mich nicht wundern, wenn wir da die 2-Meter-Marke problemlos knacken. Ich probiere das gerade mal. Ja, hier sieht man Einzelbett, 2 Meter Länge. Gutes Auge, ne? Also 2 Meter und eine Bar reicht, oder? Ja, ich denke auch. Kann man dann hinten direkt ins Bett fallen. Übrigens haben wir gerade hier auch noch mit einer Dame vom Stand hier gesprochen. Man kann den Tisch vorne ausziehen, so kann man natürlich dann auch vorne schön hinsitzen mit Tisch. Und es gibt sogar hier hinten noch einen Bereich, wo man den Tisch hochklappen kann und dann hat man hier drüber quasi nochmal einen Tisch. Also es gibt sogar 2 Sitzgelegenheiten, die man dann je nach Wunsch nutzen kann. Jetzt gucken wir uns noch mal schnell die anderen Grundrisse an, weil da gibt es die dann auch mit Querbetten. 18 verschiedene Modelle habe ich gehört. Ja, ganz schöne Auswahl. Ne? Guck mal hier gibt es ganz coole Unterbettverschachtelungen quasi.
da mal noch einen Tipp für euch. Wenn ihr euch nämlich das mit dem Selbstausbauen nicht so gut vorstellen könnt, dann kauft euch einfach ein paar Lego, stöpselt die Steine aufeinander. Ja, und dann kann man ganz einfach den Innenausbau zigmal ändern und ausprobieren. Vielleicht sogar Probe liegen, wenn man gut genug baut. Mega cool. Ja, und so eine Messe, die hat ja auch immer wahnsinnig viel Rahmenprogramm. Manchmal sind ja auch wir zwei Teil des Rahmenprogramms, dieses Mal allerdings nicht. Ja, und da haben wir doch ganz viel Gelegenheit, das Ganze auch mal von der anderen Seite der Bühne aus zu sehen. Jetzt gehen wir zusammen auf die BR-Show oder zur BR-Show-Bühne. Und ja, kommt doch einfach mal mit und guckt, wen wir uns da angucken. Das ist bei Siegen. Kinderhospiz Olpe war euer Familienurlaub. Ja. Der war gut? Der war gut. Der war gut. Tja, und jetzt? Gleich sofort Kambodscha. Ja, dann gab es den großen Knall. So, das war jetzt gerade Marian vom Blog GeoMarian. Den Link zu seinem Blog, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ja, das ist immer ganz schön spannend. Wir haben uns danach ja auch noch mit ihm getroffen, noch ein bisschen rumgeplaudert und ja, mit jemand anderem Reiseerfahrenen so zu sprechen, ist natürlich super spannend. Auch wenn er, sagen wir mal, halb so alt ist wie wir. Der jüngste Reiseblogger in Deutschland, oder? Ja, so zumindest sagt er das. Wobei er selber sagt, er kenne ja auch nicht jeden. Also falls ihr jünger als 16 seid einen Reiseblog führt, dann schreibt das mal unten in die Kommentare. Für uns geht es jetzt zurück auf die andere Seite der Halle, weil da soll noch eine Meisterschaft, wie auch immer, stattfinden. Kommt mal mit, wir schauen uns an. Den Van von Compagnia, den kennen wir ja nur zu gut. Wir haben ja auch schon mal eine detaillierte Reportage darüber gemacht. Die findet ihr jetzt hier oben. Aber es gibt da so ein paar Änderungen, die gab es bei uns oder bei dem Drehtermin, wo wir bei Compagnia waren, noch nicht. Und die zeigen wir euch jetzt hier auch noch mal direkt live hier von der Messe. Sobald es Platz hat. Sobald es Platz hat. Sehr beliebt. Kann ich aber auch verstehen. Eine Neuerung sehen wir aber, glaube ich, schon ein bisschen. Genau, weil es gibt ein Kino. Und das gucken wir uns dann gleich auch von innen nochmal an. Ist natürlich gerade auch zum Beispiel für Fußballfans. Ich meine, stellt euch mal vor, es ist Fußball, EM, WM, was auch immer. Ihr fahrt irgendwo auf dem Campingplatz drauf oder auf eine schöne Freistehplatz, wo ein paar andere auch sind. Ihr klappt euer Dach hoch und schmeißt den Fernseher an. Na, die werden Augen machen. Ja, eine der Neuerungen ist das Bett hier. Das kann man nämlich nicht nur im Auto drin nutzen, sondern man sieht es quasi hinten raus. Und jetzt, dank der Scheibe hier oben, kann man natürlich richtig schön Sterne gucken. Das ist doch mal cool. Und wenn man irgendwo an einem Platz steht, wo man ja auch halt draußen schlafen könnte und sowieso warm ist im Sommer, dann ist doch das eine richtig coole Neuerung, die die Compagnia-Jungs hier eingebaut haben. Aber jetzt gehen wir rein, weil ich habe euch ja noch Kino versprochen. Und bevor wir zum Kino kommen, ich weiß, ich habe euch das große Finale jetzt schon so lange versprochen, aber noch einen Moment, weil hier gibt es dann natürlich auch noch Außendusche und ganz nebenbei so ein klitzekleines bisschen Werbung noch fürs Compagnia-Fest, aber das hat jetzt quasi auch gar niemand gesehen, ne? Übrigens, falls ihr den Compagnia mal noch mieten wollt, es gibt 3 Vermietstationen. Einmal neu dieses Jahr am Bodensee, das ist ja für uns auch super praktisch, ne? Einfach einmal übers Wasser. Dann Niedersachsen und Köln natürlich. Ja, weil wir sagen ja immer gerne, mietet erst bevor ihr kauft, dann weiß man, ob das Ding auch wirklich zu einem passt. Jetzt habe ich aber genug gelabert, jetzt geht's Kino. Ja, und das läuft jetzt da oben. Und was wäre denn Kino ohne Popcorn? Wäre ja gar nichts. Und was wäre denn Kino ohne was zu trinken? Und die Jungs haben doch tatsächlich Schweizer Bier hier. Und das Ganze funktioniert über einen Beamer, der hier oben festgemacht ist.
Die Leinwand, die ist übrigens per Magnete da oben auch angemacht. Man kann das auch gucken, indem man das Zelt vorne aufmacht, geht also auch. Und hier steckt man einfach einen Stick hinein, zum Beispiel von Amazon, und da kann man ja Netflix und alles Mögliche gucken. Oder übers Internet ist das ebenfalls möglich. Richtig. Ja. Cool. Und jetzt könnt ihr natürlich alle hier darunter schreiben, braucht doch kein Mensch. Aber dann sage ich, ja, wer braucht denn unbedingt, um zu überleben, einen Camper? Oder Fußbodenheizung oder eine Heizung. Und das könnten wir jetzt stundenlang hier weiterführen. Wer es cool findet, ja, gibt's hier halt einfach. Kann man genießen, muss man aber nicht. Und ich zieh dich jetzt wieder raus. Okay. Weil es im Compagnia so gemütlich ist, sage ich euch auch von hier aus Tschüss, weil der Film, der geht jeden Moment an hier. Und dann legen wir uns hier rein und genießen hier nochmal so ein bisschen das Messe-Feeling. Oder vielleicht können wir ja ein paar Sterne auf die Leinwand kriegen oder so. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt unbedingt mal unten in die Kommentare rein, wie euch so die Free gefallen hat, die verschiedenen Fahrzeuge und so weiter. Und etwas muss ich jetzt hier noch sagen, weil ihr habt euch ja beim CMT, jetzt muss ich gerade überlegen, wie die Messe heißt, beim CMT-Video habt ihr euch ja noch gewünscht, dass wir auch mal ein paar familientaugliche Vans zeigen. Und dazu müssen wir ganz ehrlich sein, wie sollen wir denn das testen? Woher sollen wir denn das Wissen haben? Wir haben keine Kinder und deshalb seid jetzt ihr gefragt. Schreibt also alle die jetzt mit Kindern unterwegs sind, mal unten in die Kommentare rein. Was macht einen guten Van familientauglich? Was braucht es für Kinder? Und ja, vielleicht schreibt der eine oder andere ja Kino hin, oder? Dann können die Eltern gemütlich am Feuerchen sitzen draußen und die Kiddies, die gucken hier drin ein bisschen Fernsehen. Passt doch für alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.